Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse und Benotung der Spieler. Ja, diesmal zur 13:0 Niederlage in der Champions League bei Feyenoord Rotterdam. Boah, Lust auf das Video habe ich gerade nicht wirklich, aber wir ziehen es durch, bevor wir das tun. Wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht und ihr kein Video verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Gut, ja, eigentlich ist es ganz einfach. Wenn man im Fußball keine Tore schießt, kann man keine Spiele gewinnen. Ja, das ist die einfachste Analyse von diesem Spiel. Wenn wir ein bisschen tiefer reingehen, muss man sagen, die ersten 25 Minuten waren eine absolute Enttäuschung, eine absolute Katastrophe. Selten in dieser Saison so ein schlechtes Spiel gesehen. Von unserer Seite erstmal Chapeau an Feyenoord natürlich. Wenn man 13:0 gewinnt, auf jeden Fall verdient gewonnen, ja. Haben aufopferungsvoll verteidigt, haben aber auch ihre Nadelstiche gesetzt. Und ja, wie gesagt, die ersten 25 Minuten, ich weiß nicht, was das war. Ja, das war gar nichts. Von fast allen Spielern gar nichts. Danach wurde es ein bisschen besser, muss man sagen, fairerweise. Aber dann kriegst du halt das Tor, ja, und dann warst du erstmal geschockt, dann wurde es so langsam wurde es ein bisschen besser. Zum Tor selber, ja, ich denke, das ist, wie du gegen uns Tore erzielen kannst. Ja, war natürlich ein bisschen glücklich, Min-Jae ein bisschen verschätzt. Ja, und dann ist es, wie es ist. Gegen uns, die Schüsse, die aufs Tor kommen, sind halt drin. Ne? So, ich glaube, Feyenoord hat 4 Schüsse aufs Tor gehabt, 3 waren drin. Also das ist ja nichts Neues. Ja, das kennen wir ja. Wir haben auf der anderen Seite, weiß ich nicht, müssen wir gleich mal Statistik gucken, wahrscheinlich 30 Torschüsse oder 30 Schüsse Richtung Tor und nicht ein Tor erzielt. Ja. Also weiß ich nicht. Das jetzt irgendwie an Min-Jae festzumachen, ja, natürlich verschuldet er das Tor auf jeden Fall mit, wobei Manuel Neuer da auch nicht gut aussieht. Dass er dann von der Reaktion nichts mehr machen kann, wenn der Ball hier rüber geht, ja, weiß ich nicht. Kann man vielleicht über das Stellungsspiel reden vom Torwart, steht da, ja, einen halben Meter weiter nach rechts, kommt er vielleicht dran, wenn er einen Arm hebt, keine Ahnung. Müßig drüber zu reden. Neuer macht auf jeden Fall auch keine gute Figur, auch mit dem Herauslaufen da bei Opa wieder völlig wild, da im 16er, wo Opa da dran ist am Ball. Also, I don't know. Weiß ich nicht. War natürlich sehr gut geschossen, gar keine Frage. Also von der Pose, wo Neuer war, konnte er den auch nicht halten. I don't know, ob man ihn einen Vorwurf machen muss. Wahrscheinlich nicht. Trotzdem sieht auch ein Neuer nicht wirklich gut aus in dieser Mannschaft. Ja, dann kriegst du natürlich, ja, ich weiß nicht, warum man da so hingeht. Beim Elfmeter war ein klarer Elfer, brauchen wir nicht drüber reden. Warum man da so hingeht, ist mir unverständlich. Verstehe ich einfach nicht. Keine Ahnung. Und dann steht 2:0 und dann, ja, hast du nochmal 10 Minuten, wo du auch ein bisschen Druck aufbaust vor der Pause, aber nichts zwingend. Ja, nichts zwingend. Wir haben viel Ballbesitz gehabt, wir haben auch ein paar Halbchancen gehabt, erste Halbzeit, aber ja, wirklich viel zwingend war da nicht. Und wenn, war ein starker Goalie da. Ja, der hat auf jeden Fall das Spiel heute entschieden oder auf jeden Fall dafür gesorgt, dass das Spiel in diese Richtung geht, muss man ganz klar sagen. Ähm, ja, zweite Halbzeit habe ich da mehr erwartet. Ja, gerade die erste Viertelstunde war das gar nichts von unserer Seite. Da war Feyenoord die bessere Mannschaft. Ja, hat Feyenoord hat das gespielt, was wir eigentlich spielen wollen. Ja, hat uns in die eigene Hälfte gedrängt, hat das Gegenpressing stark gespielt. Wir kamen gar nicht zum Zuge. Ich habe auch nicht die Auswechslung von Conny Leimer verstanden. Weiß ich nicht, was das sollte. Conny Leimer war noch einer der besseren, fand ich heute. Hat auf jeden Fall geackert, sich reingehauen und immer wieder versucht. Viele andere haben nur Standfußball heute gespielt. Das war auch unser Hauptproblem. Ja, wir haben keinerlei Bewegung gehabt. Keinerlei Bewegung in der Mitte, ja, oder in der vordersten Spitze. Keinerlei Bewegung.
Auch auf der Außen super statisch, abgesehen von Michael, der ab und zu mal ein bisschen in Bewegung war. Ähm, ja, und dann ist es einfach. Ja, dann ist es auch einfach zu verteidigen. Ja, wir haben keinerlei Speed in unsere Angriffe gekriegt. Wenn wir es dann mal geschafft haben in der ersten Halbzeit, da haben wir ja auch gleich eine Szene gehabt. Ja, ähm, viel zu selten. Wir haben wieder 500 Kontakte gefühlt gebraucht, um mal die Seite zu wechseln. Ja, ähm, Katastrophe. Und das wurde zweite Halbzeit auch nicht viel besser. Ja, wir waren zweite Halbzeit dann so nach der Anfangsviertelstunde, gerade mit der Einwechslung von Pavlo, hat sich ein bisschen was geändert, dass wir ein bisschen mehr Zug hatten und ein bisschen mehr auch Schnelligkeit im Spiel, was die Bälle in die Spitze anbelangt. Das war vorher gar nicht gegeben mit Goretzka und Kimmich. Ähm, ja, dann haben wir ja auch noch ein, zwei Chancen gehabt, aber ich meine, wenn dann selbst Leroy Sané das leere Tor mal wieder nicht trifft, aus 3 Metern mit dem Kopf, ja, gut, dann weißt du auch, wir machen heute kein Tor mehr. Ja, dann ist das so. Wir hatten auch 2, 3 aussichtsreiche Kopfballchancen, auch Michael dann nochmal in der 85. oder das war vorher Harry Kane. Wir haben die Bälle heute einfach alle nicht hingekriegt. Ich glaube, wir hätten, das haben wir schon öfter gesagt, die letzten Wochen, wir hätten heute wahrscheinlich noch 3-mal 90 Minuten spielen können, hätten kein Tor geschossen. Ja, ähm, ja, hat nicht sollen sein, einfach. Ne? Die Statistik wird wahrscheinlich gleich überragende Werte zeigen. Vieles täuscht da ein bisschen drüber hinweg. Ist jetzt nicht so, dass wir 10 hochkarätige Chancen hatten oder sowas. Aber wir hatten natürlich Chancen, um das Spiel zu gewinnen. Ja? Ähm, der Spielverlauf wäre dann ja auch ein anderer gewesen. Aber hätte, Fahrradkette. Am Ende des Tages haben wir kein Tor geschossen, haben zu Recht 13:0 verloren und sind damit auf jeden Fall in der Champions League in der Qualiphase. Ja? Das heißt, ja, könnt ihr euch freuen, wir haben im Februar 2 Spiele mehr. Keine Ahnung, wir werfen gleich mal einen Blick auf die Tabelle. Aber ich glaube nicht, dass da noch irgendwas möglich ist. Ähm, ja, dann können wir auch mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob das ausgelost wird oder ob das geht. Platz 9 spielt gegen 24, Platz 10 und so weiter, dass sich das so aufteilt. Ähm, sind ein paar fette Brocken da unten drin, aber am Ende des Tages, wenn man den Anspruch haben will, warum auch immer, erst recht nach diesem Spiel mal wieder, zu sagen, man möchte die Champions League gewinnen, dann musst du den Gegner schlagen. Ja, und wenn du dann Real Madrid, Paris oder Manchester City im Playoff kriegst, dann ist das so. Ja. Allerdings, wenn man unsere Auswärtsleistung diese Saison sieht in der Champions League, dann muss man ganz klar sagen, ey, Leute, wir brauchen da nicht mehr darüber nachdenken, auch nur ansatzweise irgendwie in der K.O.-Phase weit zu kommen. Ja, das ist bisher eine Farce. Ja, das trifft es ganz gut. Gut, damit werfen wir mal einen Blick in die Statistiken, bevor ich dann an die Spielerbewertung eingehe. Aktualisiere den Bums hier nochmal. Ja, Ballbesitz 80:20. Abseitsstellung 1:0. Fouls 5-6. Zweikampfquote 54:46. Schüsse aufs Tor 3-6. Ja, da sieht man das schon. Ja. Schüsse insgesamt 8:30. Ganz ehrlich, wenn nur jeder 5. Schuss aufs Tor geht, ja, weiß ich auch nicht, Leute. Ja. Dann können wir auch nicht davon reden, dass wir uns jetzt Chance auf Chance erspielt haben. Ja. Da war halt viel brotlose Geschichte bei, muss man ganz klar so sagen. Genauso wie gleich bei den Flanken. Oh, 30 Flanken, so viel haben wir noch nie gehabt. Ecken 1:13. Ecken waren fast alle absolute unterste Kanone. Aber wen wundert's auch? Ja, Kimmich war heute in keiner guten Form, das können wir schon mal vorwegnehmen. Und dann muss man das doch mal in seinen Scheißschädel reinkriegen. Pass mal auf, wir haben es letzte Saison 100.000 Mal gesagt, gerade in der Champions League sind Standards wichtig. Gerade wenn man merkt, man hat keinen guten Tag, die Offensiven treffen das Tor nicht. Da muss man die Standards gefährlicher gestalten. Und wenn ich merke, ich habe keinen guten Tag, dann muss ich einfach mal sagen, pass mal auf, ich habe heute keinen guten Tag, lass mal jemand anders hier schießen. Ja? So, das würde mal von Größe zeugen, aber nein, das passiert natürlich nicht. Angekommene Pässe 121:664, Flanken 330. Von diesen 30 Flanken, ja, sind mir
3 im Gedächtnis geblieben, wo man sagen kann, ja, war eine gute Flanke. Alles andere, auch da war viel Masse statt Klasse. Trifft es, glaube ich, ganz gut. Gut, Schüsse insgesamt. Musiala 5, Kane 5, Michael 4. Torschussvorlage haben wir natürlich nicht. Gewonnene Zweikämpfe, Upamecano 8, Musiala 7, Olisse 3. Ballkontakte 150 Upa, 135 Kimmich, 114 Goretzka. Gefoult worden, schenken wir uns natürlich. Gut, gehen wir rein in die Benotung. Vincent Kompany, boah, also viel vorwerfen kann man ihn heute nicht. Startaufstellung habe ich genauso erwartet, wie er sie aufgestellt hat. Ja, der frühe Wechsel dann mit Guerrero war die logische Einwechslung. Hätte man wahrscheinlich, hätte keiner von uns anders gemacht. Die frühe Auswechslung zur Halbzeit, ja, alles gut. Warum man Conny Leimer rausgenommen hat und einen Josua Kimmich und einen Goretzka auf dem Feld gelassen hat, ist mir ein Rätsel. Dass man dann wieder Leroy Sané gebracht hat, um auf der rechten Seite zu spielen, katastrophale Entscheidung. Kommen wir später zu, wenn es um Leroy Sané geht. Dass man dann direkt in der 62. mit Pavlo und Serge nachgelegt hat, meiner Meinung nach hätte Pavlo schon zur Halbzeit bringen müssen. Hat man dann ja auch gesehen, dass dann, nachdem Pavlo eingewechselt wurde, ein bisschen wieder was nach vorne ging. Ja, dass man dann Thomas Müller so spät erst bringt für Musiala, weiß ich auch nicht. Dass Musiala so lange auf dem Feld war, ist auch keine glückliche Figur. Aber wie gesagt, das ist Klugscheißerei im Nachgang. Von daher würde ich Vinny heute eine 3,5 geben. Ja, wie gesagt, so viel kann man Vinny jetzt nicht wirklich vorwerfen, was Aufstellung und so betrifft. Klar, wie gesagt, im Nachhinein kann man immer ein bisschen klugscheißen. Aber ansonsten, was hätte man jetzt groß anders machen sollen? Ich wüsste jetzt nichts. Klar könnte man argumentieren, man hätte einen Tell noch reinwerfen können. Aber diese Leistung, die letzten Wochen waren jetzt auch nicht gerade berauschend, also von daher. Klar kann man darüber diskutieren, dass er Minjay runtergenommen hat und Goretzka draufgelassen hat. Sie hätte auch noch eine heikle Phase mitverschuldet, wo es wirklich eng war, wo Opa das dann rausgerissen hat. Ja. Da hat man halt gesehen, dass Leo nicht wirklich ein Innenverteidiger ist. Das hätte auch ins Auge gehen können, dann wäre der Bums da schon durch gewesen. Das kann man natürlich auch kritisieren, aber ja. Wie gesagt, 3,5 meinerseits. Manuel Neuer, ja, wirkte heute jetzt auch nicht als der starke Rückhalt, der eigentlich immer die Jahre war. Auch das war wieder da im 16er, wo er da zum Opa hinläuft. Keine Ahnung, was er da wieder zu suchen hatte. Das hätte wieder im Elfmeter enden können. Das hätte, oh ja, ich schieße einen eigenen Mann an oder verdribbel, hau den eigenen Mann mit um und der Stürmer schiebt den Ball einfach ein. Das Tor war leer. Keine Ahnung, was Manuel Neuer da wieder geritten hat, was er da gemacht hat. Beim ersten Gegentor habe ich ja schon gesagt, weiß ich nicht, ob man da vom Stellungsfehler reden kann. So kam man natürlich da nicht mehr an den Ball. Bei den anderen Toren denke ich nicht, dass er da irgendwas halten konnte. Aber ja. Ich habe schon gesagt, so ist das bei uns aktuell. Ja, jeder Schuss aufs Tor ist gefühlt drinne. Den Elfmeter, ja, was willst du beim Elfmeter machen? Elfmeter ist ein Elfmeter, dann das dritte Tor. War halt einfach auch stark gemacht dann, ja, ins lange Eck zu machen. Und ja. Von daher tue ich mich da auch ein bisschen schwer, Manuel Neuer zu benoten, weil die Opa-Szene hat ja jetzt nicht zu irgendwas geführt. Von daher, ja. Weiß ich nicht. Wenn wir seine Rolle als Führungsspieler mit reinnehmen, denke ich, können wir ihm eine 4 geben. Sonst wäre es vielleicht bei einer 3,5 gewesen. Aber ich erwarte von so Manuel Neuer in so einem Spiel, wenn er doch der ach so große Kapitän von uns ist, dass da auch mal ein bisschen was kommt. Aber da kommt halt auch einfach gar nichts von seiner Seite. Ja, das ist halt leider auch eine Katastrophe. Auch keine Winnie habe ich noch auf. Hier, guck mal an. Gut. Dann Ulle. Weiß ich nicht. Ulle hat rote Karte gesehen. Ulle hat mehr Einsatz gezeigt, wie so mancher auf dem Feld. Von daher Chapeau an Ulle mal wieder. Mal gucken, weswegen er die rote Karte bekommen hat, werden wir bestimmt noch erfahren. Wahrscheinlich wieder irgendeine Beleidigung ist wieder eskaliert. Gut. Damit gehen wir es durch.
Conny Leimer ist bei mir halt immer noch im Mittelfeld. Ja. Conny hat es defensiv eigentlich im Griff gehabt. Die 2, 3 Angriffe, die von Rotterdam kamen in der ersten Halbzeit über seine Seite, war echt okay. Hat er gut wegverteidigt. Nach vorne hin war er der auch da die eine gefährliche Szene mit eingeleitet hat. War präsent, hat geackert, hat gemacht, hat getan. War noch einer, der mir in der ersten Halbzeit mit am besten gefallen hat. Die Auswechslung für mich eine Farce. Ja, ich verstehe es absolut nicht, warum Conny Leim ausgewechselt wurde. Es sei denn, er ist angeschlagen, weiß ich nicht, vielleicht erfahren wir das in der PK nach dem Spiel. Ansonsten eine absolute Katastrophe, dass man Conny Leimer dann opfert, nur damit König Joso auf dem Feld bleiben darf, weil den darfst du natürlich nicht auswechseln, weil es ja die Majestät, damit er auf der Rechtsverteidigerposition dann spielen darf. Also Katastrophe. Conny Leimer sehe ich bei einer 3. Gut, dann gehen wir in die Abwehrreihe. Da sind wir bei Opa. Opa hat zu großen Teilen eigentlich ein ordentliches Spiel gemacht, hat auch wieder 1, 2 Wackler drin gehabt, gerade auch die Szene da mit Manuel Neuer, aber keine Ahnung, da will ich den Opa gar nicht so in die Verantwortung nehmen. Ansonsten war Opa in der ersten Halbzeit so 10 Minuten der auffälligste Aufbauspieler durch die Mitte bei uns. Kein Kimmich, kein Goretzka, das war Opa Meccano. Sehr wild. Ja. War natürlich auch durchwachsen. Weiß ich jetzt nicht, wie viel Mitschuld man Opa an den einzelnen Toren geben kann. Müsste ich mir nochmal genauer angucken. Ja, der Ballverlust, der dann auch führte. Ja, keine Ahnung. Also ich will den Opa heute zwischen 3,5 und 4 sehen. Also bei so einer 3,75, da wir so eine krumme Note nicht vergeben. Gehen wir ihm mal aufgrund der Leistung der letzten Wochen und Monate eine 3,5 anstatt eine 4. Gut, Minjay bekommt dafür von mir heute die 4, die glatte. Ja, das war. Ja, komm. Eigentlich können wir jetzt eine 4,5 rausmachen. Sollte schon eine Note Unterschied zwischen ihm und Opa sein. Er sah da nicht gut aus. Das geht auf seine Kappe, das Ding, ja, dass er da über den Ball tritt. Fonzie Davies hat natürlich auch noch seinen Anteil daran, der da noch dazu kam. Der kann da natürlich auch noch eingreifen, was er nicht schafft. Ja, aber das Ding geht schon auf Minjay. Aber ansonsten, ja, war es jetzt nicht so schlecht, dass man sagt, ich nehme Minjay raus und lasse einen Goretzka drauf und keine Ahnung. Habe ich nicht wirklich verstanden, aber muss ich auch nicht. Gut. Damit sind wir bei Fonzie Davies, der heute auch unterirdisch schlecht war, muss man mal ganz klar sagen. Aber wenn wir böse sind, sagen wir, ja gut, Vertragsverlängerung, sehr wahrscheinlich unter Dach und Fach, da kann man dann auch so eine Leistung bringen. Auch ihn sehe ich bei einer 4,5, auch er hat eine Mitschuld beim Gegentor, aber ansonsten war auch er super schlecht nach vorne. Nach hinten hat er sich 2, 3 Male abkochen lassen vom Spieler, der nur halb so schnell ist wie er, aber das Thema kennen wir ja auch schon. Ja, das war keine gute Leistung von Fonzie Davies heute. Ist er dann auch verletzt raus? Keine Ahnung. Sah jetzt nicht so schlimm aus, müssen wir mal abwarten. Dieser Stelle auf jeden Fall gute Besserung. Und ja. Ist dann an so Tagen halt, ne? Da sieht man das dann oft schon an der Leistung und dann passiert noch sowas, ja. Gut, damit sind wir beim König. Kimmich tue ich mich heute richtig schwer. Ja, so die ersten 25 Minuten, wo die Mannschaft wirklich richtig kacke war, Gesamtkacke, war Kimmich noch mit Leimer zusammen so ein bisschen und ein King auf der Außenbahn, so die 3 Spieler, die noch ein bisschen auffällig waren. Danach hast du von Kimmich gar nichts mehr gesehen. Nix. 0. Dann hat Leon das Spiel aus der Zentrale gestaltet. Und ja, wie das dann aussah, hat man gesehen, oder? Dass da kein Speed in das Spiel kommt, wenn Leon der Spielgestalter ist und Kimmich irgendwie auf der halbrechten Position vorne am gegnerischen 16er steht und auf irgendwelche Bälle wartet. Katastrophe. Ja, Katastrophe. Zweite Halbzeit hat er dann 3, 4 Flanken geschlagen. Eine war davon sehr gut von Kimmich. Die anderen waren alle auch Rotze. Ja, genauso wie seine Ecken heute alle Rotze waren. Man kann ihn nicht absprechen, dass er geackert und gerackert hat. Hat alles versucht, gar keine Frage. Aber auch da erwarte ich einfach, gerade auch wenn man dieser Führungsspieler sein möchte, eine Menge mehr. Von daher von mir heute Note 4.
Ich denke, damit ist er gut bedient. Gut, dann kommen wir zu Leon Goretzka. Leon Goretzka geht in dieselbe Schiene. Hatte ganz, ganz viel Schatten. Die ersten 25 Minuten hatte er 1-2 Mal defensiv, war er da. Spielaufbau war er gar nicht zugegen, einfach nur quer immer den Ball. Dasselbe wie Kimmich, da war Kimmich auffälliger, dann ist Kimmich komplett abgetaucht, dann war Leon Goretzka der versucht hat, das Spiel zu gestalten. Ja, dass er das nicht kann, wenn ein Gegner tief steht, brauchen wir nicht drüber reden. Hatte dann einen Kopfball, glaube ich, auch, wo er mit in den 16er mal aufgerückt ist. Ja, der war auch wahnsinnig gefährlich. Ansonsten hast du von Leon gar nichts gesehen, keinen Schuss genommen, auch wenn die Möglichkeit da war, nichts. Defensiv war er dann 2-3 Mal zur Stelle. Ja, dann hat er auch die Grätsche gemacht, wo er die gelbe Karte gesehen hat. Das war nochmal wild. Ja. Von daher denke ich, auch er ist mit der 4 gut bedient. Gut, dann gehen wir in die Offensive. Angefangen bei Michael. Michael hat es heute richtig schwer gehabt, weil wir die ersten 25, 30 Minuten haben wir sehr wenig über die rechte Seite gespielt. Fast alles über die linke Seite, über King. Wir haben dann auch mal versucht zu überlagern die Seite. Dann ist ein Olisse auch mal rübergegangen. Also was mir gut gefallen hat bei Michael war die Beweglichkeit. Ja, er war einer der wenigen Spieler, die vorne im letzten Drittel immer in Bewegung waren. Ja, und stand nicht einfach rum wie ein Harry Kane, wie ein Musiala, wie ein Koman. Die standen einfach alle auf ihren Positionen, haben gewartet, dass irgendwas passiert. Ja, das hat Michael nicht gemacht. Er war immer viel in Bewegung, hat aber heute auch keinen guten Tag gehabt. Ja, das muss man ganz klar sagen. Egal, ob bei seinen Torabschlüssen, bei seinen Pässen, bei seinen Dribblings, hat 2, 3 Ballverluste auch gehabt, die kritisch waren. Aber auch er hat geackert und gerackert. Da gibt es gar nichts dran auszusetzen. Und ja, er war ja dann auch der auch mal die eine oder andere Chance wenigstens eingeleitet hat oder vorbereitet hat. Ja, ich will ihm jetzt auch nicht den Bonus geben, von daher sehe ich ihn heute auch bei einer 4. Gut, dann sind wir bei Jamal Musiala. Der geht nahtlos in die gleiche Kerbe rein. Super schwieriges Spiel gehabt. Ganz, ganz wenige Szenen gehabt. War fast die erste Halbzeit komplett abgemeldet. Absolut nicht im Spiel drin. Hat dann angefangen, sich auch mal fallen zu lassen. Hat dann mal 1, 2 Bälle abgeholt. Aber auch das war nichts. Zweite Halbzeit war es dann kein Stück besser. War viel zu lange auf dem Feld. Wirkte komplett nicht fit, nicht spielfreudig. Auch da viel zu viel gewartet auf den Ball, zu wenig angeboten, zu wenig bewegt vorne. Auch das war nicht gut, meiner Meinung nach. Verständlich, ja, ist sein erstes Spiel gewesen jetzt in der Rückrunde. Weiß ich nicht, hätte man ihm vorher mal ein bisschen mehr Spielzeit gegeben, anstatt nur 10 Minuten. Oder man hätte heute gesagt, komm, zur Halbzeit gehst du raus, dann wäre alles gut gewesen. I don't know. Habe ich nicht verstanden. Ne? Aber gut, muss ich auch nicht. Dann kommen wir zu King. King war der, habe ich ja gerade schon gesagt, der so in der Anfangsphase mit am auffälligsten war in der Offensive. Hatte dann ja auch noch eine gute Chance, die er natürlich nicht gemacht hat. Wie soll es auch sein, ist Kingsley Coman. Danach wurde es dann aber auch von Minute zu Minute schlechter. Ja, muss man ganz klar sagen. Da war nicht mehr viel Auffälligkeit. Fairerweise haben wir dann aber auch mehr versucht, über die rechte Seite zu spielen als über die linke Seite. Ja, trotzdem ist er dann abgetaucht und ja, im Großen und Ganzen, wenn wir es vergleichen mit der Leistung von Michael, kommt es auch selber raus. Von daher kriegt er von mir auch die Note 4. Gut, zu guter Letzt haben wir Harry Kane. Auch Harry Kane geht heute in die Riege der Vierer rein für mich. Ja, war sein schwächstes Spiel, würde ich behaupten, diese Saison. Ja, war sein schwächstes Spiel. Hat sich 1, 2 Mal versucht fallen zu lassen, aber natürlich nicht so tief, weil Musiala natürlich auf dem Feld ist. Da lässt er sich nicht so weit fallen, was auch völlig fein ist. Hat er dann eine Chance, die er irgendwie direkt auf den Torwart schießt. Das geht natürlich besser. Wir haben es gesehen, hatte 5 Torschüsse oder was. Die waren aber auch alle sonst Rotze. Die Kopfbälle waren super ungefährlich. Hat einmal das Ding sehr, sehr gut vorbereitet, eine Chance. Ja, na klar, aber im Großen und Ganzen, sind wir ehrlich, war es eine Note 4.
Ja, Punkt. Muss man halt auch mal sagen. Gut, kommen wir zu den Einwechslungen. Da haben wir als erstes Rafa Guerrero. Ja, da müssen wir ganz klar sagen heute, das war eine 5. Ja, du kannst nicht so einen Elfer verschulden. Schon gar nicht beim Spielstand von 1:0 und schon gar nicht an der äußersten Kante vom Strafraum. Stell den Spieler doch einfach. Es ist doch alles gut, Alter. Du bist ein Außenverteidiger, ein gelernter Außenverteidiger. Und er geht da so in den Mann. Also keine Ahnung, habe ich nicht verstanden. Völlig unnötig. Ja, Katastrophe. Auch danach sehr, sehr wenig Einfluss aufs Spiel gehabt. Ja, hat versucht, da über die linke Seite ein bisschen was zu machen. Ja, aber gut, wenn du mit so einer Szene reinstartest, dann ist der Abend meistens auch schon gegessen. Ne? Gut, kommen wir zum nächsten. Leroy Sané. Leroy Sané ist für mich heute auch eine 5er-Note. Ja, das war Leroy Sané. Leroy Sané war heute, hat sich gedacht, wisst ihr was? Ich mache heute einen Arjen. Ja. Und ist nicht einmal am Gegenspieler vorbeigekommen. Nicht einmal. Ja. Die einzige gute Szene war, wo er dann einmal mal außen vorbeigegangen ist und sich getraut hat, mit seinem grandiosen rechten Fuß den Ball in die Mitte zu spielen. Das war die einzige gute Szene von Leroy Sané. Und natürlich der Kopfball, den er natürlich nicht reingemacht hat. Das war alles. Ansonsten hat er immer dasselbe versucht. Er hat immer den Arjen versucht und ist nicht einmal am Gegner vorbeigekommen. Der Gegner hat ihm jedes Mal den Ball abgenommen. Ja. Na gut, er ist noch einmal 30 Meter quer schräg rübergelaufen, um den Ball doch dann einfach 5 Meter weiter zu spielen. Das war auch noch eine grandiose Szene. Das war Leroy Sané. Und dafür hat man ein Michael mal wieder von dieser Seite vertrieben, der gerade zum Ende hin der ersten Halbzeit immer stärker wurde. Ja, ich habe mich sehr gefreut auf ihn, auch mit Conny Leimer in Verbindung in der zweiten Halbzeit über die Seite habe ich mir einiges ausgerechnet. Ja, und dann macht man das, was man gemacht hat. Dann steht da ein Joshua Kimmich und ein Leroy Sané. Grandios. Grandiose Entscheidung meiner Meinung nach. Gut. Dann haben wir den einzigsten, der wirklich auffällig war, der eingewechselt wurde. Das ist Alexander Pavlovic. Ja, Pavlo war der einzige Spieler, der dann in der zweiten Halbzeit dem Team ein bisschen was gegeben hat. Ja, das muss man mal ganz klar so sagen. Hat das Spiel schnell gemacht, hat den Ball dann auch gut verteilt, was schade war. Ja, umso länger das Spiel ging, umso mehr meinte Kimmich und Goretzka wieder, sie müssten wieder da vorne rumpimmeln und dann war es teilweise so, dass sie 3 Meter neben Pavlovic standen und ihn den Ball weggenommen haben. Das war eine Katastrophe. Ja, das sind unsere Führungsspieler gewesen. Also ganz wild, habe ich nicht verstanden. Nochmal, Pavlo war der auffälligste, hat viele Sachen eingeleitet. Aber man hat ihn dann das Feld da streitig gemacht. Warum auch immer, keine Ahnung. Habe ich nicht verstanden. Von mir, für Pavlovic Leistung, die Note 3. Gut, dann haben wir noch Serge Gnabry, den wir noch benoten können. Auch Serge war heute gar nichts. Nix. Von daher kriegt er von mir auch die Note 5. Ja, da fand ich einen Koman oder einen Olisse auf jeden Fall stärker, die vorher auf dem Feld waren. Ja, hat sich reingehauen, hat was versucht, aber teilweise gegen müde gewordene Spieler kam er noch nicht mal im 1:1 vorbei oder sonst was. Keine Ahnung. Das war gar nichts von Serge. Genauso wie es nichts von Leroy war. Aber gut, was erwarten wir auch von diesen Spielern? Ja, das sind Spieler, die funktionieren, wenn es gut läuft. Sagen wir, wie es ist. Also, das sind keine Spieler, die reinkommen und dann eine Mannschaft mitreißen und das Spiel umdrehen. Ja, das sind diese Art Spieler nicht. So, das sind Spieler, die du bringen kannst, wenn es läuft. Ne? Deswegen fand ich es dann ein bisschen schade, dass man dann erst Thomas Müller in der 83. Minute gebracht hat. Gerade das heute war ein Thomas Müller-Spiel, meiner Meinung nach. Der Gegner stand super stark defensiv. Wir haben keine oder ganz, ganz wenig Lücken gefunden, weil wir super langsamen Spielaufbau hatten. Da wäre der Raumdeuter und der unkonventionelle
Spieler Thomas Müller, glaube ich, der Richtige gewesen. Den hätte man halt bringen sollen zur Halbzeit und nicht irgendwie Leroy Sané. Ich kann es verstehen, ja, dass man Leroy gebracht hat. Ja, irgendwo kann ich es dann auch wieder nicht verstehen, weil das letzte Spiel gegen Wolfsburg auch schon wieder nicht so geil war, aber man hatte wahrscheinlich die Hoffnung, da ist noch ein bisschen Floh drin und man hat gesehen, das ist es nicht. Nichtsdestotrotz hätte man auch dann in der 60. spätestens Musiala noch runternehmen sollen und Thomas Müller bringen. Man hätte natürlich auch mal was komplett anderes machen können. Da könnte man vielleicht einen Winnie nochmal mit reinnehmen. Komm, ich gehe beim Winnie auf die Note 4 hoch, Alter. Von der 3,5. Ich ändere da mal meine Meinung im Nachhinein, wenn ich darüber jetzt mal nachdenke, was ich jetzt alles Negatives aufgezählt habe. Aber nochmal, im Nachhinein kann man immer klug scheißen. Aber vielleicht wäre es ja heute auch mal möglich gewesen zu sagen, komm, wir haben jetzt 70 Minuten gespielt mit ein und derselben Strategie, ja. Lass uns doch jetzt mal was Wildes machen. Stell doch mal eine zweite Spitze vorne neben Harry Kane. Ja. Ich weiß nicht, ob Michael das machen sollte. Weiß ich nicht, wo der da rumgerannt ist. Der war gefühlt überall und nirgendwo dann. Das war es auf jeden Fall nicht. Ja. Ja, vielleicht hätte man da mal die Eier haben sollen, entweder einen Thomas Müller neben Harry Kane zu stellen oder einen Mathys Tel. Ja. Ich meine, in der Mitte hätte sie rausnehmen können, was da in der Mitte rumgedümpelt ist, weil die Mitte war sowas von zu zementiert heute. Feyenoord hat die Mitte so dicht gemacht, hat uns immer wieder über außen geschickt. Und ja, dann wäre es vielleicht eine Idee gewesen, dass du mit 2 Stürmern da vorne stehst, einfach um auch mehr Präsenz im 16er zu haben und da ein bisschen für Unruhe zu sorgen. Oder halt auch, wenn sich da mal ein Stürmer aus dem 16er rausbewegt, dann geht auch ein Innenverteidiger mit, dann hast du ein bisschen einen kleinen Raum im 16er mehr. Weiß ich nicht, warum man das nicht gemacht hat, aber das haben wir ja auch schon öfter gesagt, die Saison, wir haben einfach keinen Plan B. Ne? Wir spielen unser Spiel, ziehen das durch. Entweder klappt das oder nicht, und wenn es nicht klappt, haben wir einfach keinen Plan B. Und das war heute auch das Problem. Ja, klar waren wir super überlegen, ja, aber wir haben 6 Schüsse aufs Tor gehabt und keine 30. Ja. So, der Rest war Müll, was da in Richtung Tor ging. So fair muss man sein. Ja, die Chancen, die wir hatten, die waren hochkarätig, die waren gut. Ja. Die muss man dann halt einfach mal machen. Ne? Und dann nimmt das natürlich wahrscheinlich einen anderen Lauf, aber hätte, Fahrradkette haben wir halt nicht gemacht. So, ne? Und dann, ja, dann ist das Spiel so, wie es ist. Es war kein gutes Spiel von uns. Ja, wir können sagen, zweite Halbzeit, ab der 60. war es gut. Feyenoord wurde aber auch immer müde. Erste Halbzeit, so ab der 30. war es auch gut. War ja 10 Minuten Nachspielzeit, da haben wir auch also 20 gute Minuten gehabt. Aber jedes Mal der Anfang von beiden Halbzeiten war wirklich schlecht von unserer Seite. Da war Feyenoord die bessere Mannschaft. Und ja, wenn du dann einmal in Rückstand bist, ne, durch so ein Ding, wie es da gelaufen ist, dann kriegst du den Elfer und dann steht es 0:2 und dann ist es natürlich auch schwer. Ne? Dann ist es schwer, da zurückzukommen. Und das Wetter hat sein Übriges getan. Man hatte so das Gefühl, so wirklich Bock hatte die Mannschaft nicht, die ersten 25 Minuten. Aber keine Ahnung. Es ist, was es ist. Lass uns mal, ich guck mal eben, warte, kriege ich hier eine Tabelle? Stimmt. So, dann werfen wir doch nochmal einen Blick in die Tabelle rein. Ja, Liverpool läuft. Barca kam ja auch nochmal zurück. Arsenal 16, Inter 16, Atletico hat der Leverkusen geschlagen, 15, AC Mailand 15. Guck mal, selbst Leverkusen mit 13 ist noch Achter, Alter. Ja, Hut ab. Ja. Ich meine, das tut das Übrige, dass wir uns dann auch noch das Torverhältnis haben zerschießen lassen mit 13:0 Niederlage heute. Ja. Das hätte auch nicht sein müssen, weil wir haben natürlich ein gutes Torverhältnis, wenn wir noch auf 15 Punkte kommen sollten, was wir tun werden gegen Bratislava. Wir werden sehen. Ja. Wir haben 4 Mannschaften, die anderen sind weg für uns. Wenn wir aber sehen, dass hier auch noch genug Mannschaften sind mit 13 Punkten, die, wenn sie gewinnen sollten, auf jeden Fall vor uns sind.
Vielleicht reicht denen reicht sogar ein Punkt hier. Ja, denen reicht ein Unentschieden jeweils, damit sie vor uns bleiben. Also sind die Chancen sehr, sehr schlecht, dass wir unter die ersten 8 kommen. Ja. Wenn wir da mal einen Blick nach unten werfen, ja, da sehen wir eine Prominenz, die hier unten rumdümpelt. Wir werden sehen. Ja, wir werden es sehen, wo wir am Ende des Tages landen. Nächste Woche. Nächste Woche ist, glaube ich, alles an einem Spieltag, oder? Ich glaube, da gibt es keine 2 Termine. Genau, alles spielt am Mittwoch um 21 Uhr. Und danach sind wir schlauer, wo die Reise hingeht. Also wir werden nicht unter die ersten 8 kommen. Wir werden Quali spielen müssen im Februar. Aber gut, wie schon gesagt, wenn man wirklich den Anspruch haben will, wir wollen die Champions League gewinnen, ja, dann muss er jetzt halt 2 Extraspiele machen und egal wie der Gegner lauten wird, musst du dann halt schlagen. Ne? So ist es. Nach dieser Vorstellung mal wieder muss man sagen, keine Ahnung, entweder macht es langsam Klick bei dem einen oder anderen Spieler in der Champions League. Ansonsten wird es schwer, muss man ganz klar sagen. Ja. Aber so ist es halt, ne? Wenn man keine Tore schießt, kann man keine Spiele gewinnen. So einfach ist der Bums. Leute, das ist meine Meinung zum Spiel. Rot-weiße Grüße gehen raus. Ärgert euch nicht zu sehr. Nehmt das Positive mit. Wir werden 2 Spiele mehr haben im Februar. Ja. Und wir werden sehen, gegen wen. Gut. An dieser Stelle wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Tag, einen guten Start ins Wochenende, was dann irgendwann bald kommt. Und in diesem Sinne, haut rein. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal, Leute. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.